Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Klemmbausteine-Stream hier auf dem brack.ch Twitch-Kanal. Heute mit mir, der Garo. Ihr fragt euch sicher, wo ist der Cyril? Er hat die grauen Steine gesehen und ist schreiend rausgesäckelt. Nein, das nicht. Er ist in seinen wohlverdienten Ferien. Und darum habe ich natürlich heute das Vergnügen, mit euch ein bisschen zu klötzeln, weil ich darf ja seine Vertretung sein und ich sage natürlich da sicher nicht nein. Auch wenn es nur grau ist, für mich ist das immer eine schöne Abwechslung natürlich von meinem Arbeitsalltag. Ich freue mich mega. Er hat mir auch wunderbar alles schön hingelegt, wo das er ist, wo das ich muss weitermachen muss. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gerade an, weil wir haben noch ein bisschen etwas vor uns. Nicht mehr allzu viel, aber ja, der Eiffelturm kommt langsam zusammen. Ich weiss gar nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt, wo das, der Cyril natürlich aufgehört hat. Das graue Teil hier auf dem Eiffelturm drauf. Ich hole ihn jetzt nicht hierhin, weil ich glaube nicht, dass ich ihn gut bewegen kann. Und wenn er mir am Boden fällt, dann bekomme ich Schläge. Weil dann muss der Cyril nochmal alles von vorne anfangen. Und die grauen Teile werden ihn dann natürlich noch Jahre natürlich begleiten. Aber ja, ich wechsle dann mal auf die Supercam, dass der auch sagt, was das ich klötzle. Wir haben aufgehört. Beutel 60, wie ihr seht, da schön vorgegeben natürlich von Cyril, wo das er aufgehört hat. Dass ich nahtlos natürlich weiter klötzeln kann. Wie geht es euch so? Was macht ihr so? Habt ihr auch Ferien? Ich weiss gar nicht, wer am Cyril überhaupt erlaubt hat, dass er in die Ferien geht. Ich bin es nicht. Nein, natürlich bin ich es. Ab und zu darf man sich so Sachen ja verdienen. Ja, und ich darf natürlich dann klötzeln. Das ist natürlich auch sehr gut. Also, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Er kann sich ausruhen und ich kann mich ja eigentlich auch ausruhen, weil ich darf jetzt da 2 Stunden natürlich ein bisschen klötzeln mit euch. Mal schauen, wie lange das es geht, bis das Grau mehr in den Kopf steigt. Ich habe ja auch schon ein bisschen am Eiffelturm mitwirken. Ich habe ja damals an unserem super-duper Weihnachtsstream ich ja mitmachen. Und ich habe ja damals mit dem Oli zusammen unten den Park machen. Das war nicht allzu grau. Also das war wirklich cool zu machen, auch mit den Bäumen. Und ja, von dem her ist das jetzt gerade so ein bisschen eine gekonnte Abwechslung. Das letzte Lego-Set, das ich gemacht habe, war die Sternennacht von Van Gogh. Und das war gerade ein bisschen sehr viel blau. Da hat man eigentlich auch nur noch blau gesehen. Aber auch ein mega cooles Set. Darum bin ich recht froh. Kann ich da ein bisschen weiter klötzeln. Und das, was wir jetzt machen, muss man 2-mal machen. Wie gesagt. Ich mache das jetzt auch so, dass ich da nicht irgendwie etwas vergesse. Weil ich weiss, so ein bisschen klötzeln und reden ist amigs schon noch anstrengender als einfach nur klötzeln. Von dem her. Das letzte, was ich ja hier am Stream machen durfte, das war ja kein Lego-Set, das war ein anderes Klemmbausteine-Set. Und das hat mich schon ein bisschen zur Verzweiflung gebracht, weil es halt gleich alles sehr technisch war. Ich muss gerade überlegen, soll ich alles schön verteilen? Tue ich einfach ins Wilde rausklötzeln? Was ist die beste Strategie? Wieso finde ich den Vierer nicht mehr? Da ist er. So.
euch so? Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Seid ihr das Wetter am Geniessen? Oder seid ihr alle, so wie ich, am Hogwarts Legacy spielen? Und schaut gar nicht raus, wie das Wetter ist? Das ist momentan bei mir so, also es kann das schönste Wetter sein. Aber doch lieber ein bisschen gamen. Oder so wie gestern Last of Us schauen. Das ist natürlich auch Mandy-Abend-Beschäftigung. Da muss ich up to date sein, dass ich nicht gespoilert werde. Da kannst du kaum ins Internet. Und wirst überall gespoilert. Da darfst du nicht mehr Reddit brauchen. Du kannst nie mehr drauf. Überall hat es Spoilers. Ich habe zwar das Game damals gespielt, aber ich muss sagen, meine Erinnerungen sind jetzt also nicht mehr so. Also es ist nicht mehr so präsent. Ich weiss, also ich habe das Game auch wirklich super gefunden. Und also ich wollte eigentlich spielen. Aber ich bin gespoilert worden, was passiert. Und dann hat es mir eben doch auch nicht mehr so Spass gemacht, um das anzufangen. Darum mal schauen, wie sie es in diesem Fall dann in der Serie dann lösen. Nimmt mich dann Wunder. Ist wirklich alles grau. Grau, grau, grau. Sitzen wahrscheinlich irgendwo in einer Bergbeiz, geniessen das Wetter, essen einen Kaiserschmarrn, vielleicht auch nicht, aber so ein Kaiserschmarrn ist eigentlich schon immer recht gut. Wäre auch nicht schlecht. Falsches. Setze nichts Falsches zusammen. Verlieren irgendwelche Teile. Jetzt kriegt man hoffentlich auch nichts am Boden. Aber an diesem Eiffelturm haben wir jetzt wirklich, also mehr, der Cyril, recht lang gehabt. Und ich glaube, er ist schon froh, wenn er dann mal irgendwie sich etwas Farbigeres zusammensetzen kann. Obwohl, also ich meine, wenn man das Set so anschaut, das macht halt schon recht viel daher. Also ich denke jedes Mal wieder, wenn ich irgendwie am Morgen reinlaufe oder wenn wir in die Pause gehen, laufen wir dran vorbei. Und es ist schon recht beeindruckend. Aber wenn du keinen Platz hast, wo tust du denn da hin? Ich
meine, in einer Vitrine hat es ja auch nicht Platz. Also, ausser man hat natürlich eine riesige Vitrine. Ich habe ja nur das Hogwarts-Schloss daheim. Das braucht schon recht viel Platz. Das steht in meinem Büro. Und eben das Van Gogh Sternenbild habe ich noch. Das habe ich aber noch nicht aufgehängt. Das steht auch noch im Regal. Weil ich so Angst habe, dass wenn ich es aufhänge, dass es dann irgendwie am Boden fällt und dann ist es kaputt. Und was ich eben gerne, sehr, sehr, sehr gerne würde kaufen, ist das neue Herr der Ringe. Aber dort ist eben halt auch wieder die Frage, wo tut man das hin? Und eigentlich wollte ich weniger Sachen kaufen. Eigentlich. Ein bisschen sparen. Für Ferien. Ich habe eben, das ist eben das Coole bei Brack. Wenn wir 5 Jahre bei Brack arbeiten, hat man eigentlich Jubiläum und bekommt 2 Ferienwochen geschenkt. Mit der Bedingung, dass wir aber die Ferienwochen, also die 2 Ferienwochen an 2 weitere Ferienwochen koppeln, dass man dann eigentlich sozusagen wie einen Monat dann gerade Ferien nimmt und dann Auszeit hat und so ein bisschen Sabbatical sich gut erholen kann. Und dort wäre eben der Plan, ein bisschen etwas Grösseres zu machen. Und dann möchte ich eben mein Geld dann halt ein bisschen dort ausgeben. Als ich wirklich nur Materielles. Aber es ist so schwer. Es kommen ja immer wieder so coole Sachen raus. First World Problem, muss man das schon fast sagen. Das ist jetzt gerade gut. Warte mal. Besser? Besser? Ist jetzt besser? Ah, so. Das ist eben das Gute. Da hat man liebe Mitarbeiter, die können sagen, man hört dem nicht. Ich habe zwar eigentlich alles so eingestellt, aber ja. Ich habe schon lange her, seitdem dass ich wieder mal streame. Und dann ist natürlich schon immer wieder, habe ich alles richtig eingestellt, hört man mich nicht. Und dann ist das natürlich schon super. Aber das heisst, ich kann eigentlich alles nochmal von vorne erzählen. Das ist gut, dann habe ich nämlich weitere Gesprächsthemen, die ich angehen kann. Also bei The Last of Us, beim Hogwarts. Dann wisst ihr ja wahrscheinlich, oder habt ihr mich gar nicht gehört. Ich habe den Cyril nicht in den Keller verbannt. Nein. Er ist in seinen wohlverdienten Ferien. Genau. Darum darf ich natürlich ein bisschen mit euch Klemmbausteine zusammenbauen. Und er hat auch gar noch nicht genug von diesen schönen grauen Steinen. Er ist einfach wirklich am Sonne geniessen. Jetzt noch ein zweites. So. Irgendwo eben in den Bergen ist er. Ich hoffe, er ist uns nicht verloren gegangen. Und er kommt wieder zurück. Aber das sollte ja schon sein. So.
Was habe ich noch gesagt, was ihr wahrscheinlich nicht so gehört habt? Eben Hogwarts Legacy. Bin ich am Durchsuchten. Darum bin ich auch nicht unbedingt gross draussen, obwohl es schön Wetter ist. Und genau, das The Last of Us. Und dann ist man eigentlich schon recht gut beschäftigt, würde ich sagen. Und am Wochenende haben wir noch unsere D&D-Gruppe gehabt. Haben wir noch weiter gespielt. Also eigentlich haben wir gefühlt, dann haben wir angefangen, um 2 haben wir angefangen, bis irgendwie zu oben am 9. Und das geht immer so schnell. Aber wir sind überhaupt noch nicht weiter. Wir sind so in der Wüste und haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, wo wir hin sollen, weil die Ruine, die wir eigentlich aufmachen wollen, hat die eine Kollegin eine Vision bekommen, wo irgendwie, ja, machen sie lieber nicht auf, sonst Unheil über die ganze Welt. Ja, und jetzt sind wir einfach so, Scheiße, was machen wir denn? Ein bisschen weiter nachforschen, was da drinnen sein könnte. Und dann sind einfach die Stunden durchgerattert. Und eigentlich ist gar nicht gross passiert. Wir haben zwar noch gekämpft, 2-mal in der Nacht. Aber auch das, es geht immer so schnell vorbei. Meine Katze ist natürlich noch mitten auf dem Tisch gelegen, wie immer. Wenn Katzen nicht der Mittelpunkt sind, dann geht das einfach nicht. Ja. So. Das immer schön doppelt machen. Ich glaube, ich darf jetzt den einfachen Teil machen. Was also so ein bisschen schwer ausgesehen hat, sind so die Stahlträger. Da konnte ich auch am Pellum zuschauen. Das hat recht mühsam ausgesehen. Und das ist jetzt da einfach so gemütlich. Gemütlich eins nach dem anderen setzen. So. Mhm. Ja. Und beim D&D. Ich frage mich sowieso immer, wieso geht die Zeit immer so schnell vorbei, wenn man einfach etwas Cooles macht. Und dann macht es einfach zack. Und jetzt, gut, jetzt darf ich beim Arbeiten klötzeln. Aber beim Arbeiten geht es einfach so lang, bis du wieder gamen kannst. Hoi, excuse. Mir geht's super. Du bist ein bisschen am Lurken, wunderbar. Kein Problem. Ich hoffe, du kannst dich befriedigen lassen von meinem Ramblen über alles, Gott und die Welt. Oder Hogwarts Legacy und Last of Us. Und D&D. So die wichtigen Themen im Leben. So. Und ich wette, ich darf das jetzt nochmal auf der anderen Seite machen. Ja, genau. Also wieder gesagt, alles doppelt und dreifach.
Schon wieder den Faden verloren. So, dass die Zeit so schnell umgeht. Gut, sie geht ja manchmal beim Arbeiten schnell um. Aber jedes Mal, wenn ich hinhocke zum Gamen, irgendwie, sagen wir so, am 5 Uhr, vielleicht mache ich direkt für oben, lasse direkt mein Gaming-PC an. Und dann macht es einfach zack und dann gehst du zu Nacht essen und dann ist schon wieder Zeit zum Schlafen. Und dann am nächsten Morgen wachst du auf und denkst, wieso habe ich noch mal so lange gegamet? Ich hätte doch viel früher schlafen sollen. Aber ich nehme mal an, ich bin nicht die Einzige mit diesem Problem. Und leider sind auch meine Semesterferien zu Ende. Das heisst, ich habe am Donnerstag wieder Schule. Und sonst habe ich immer so schön noch ein paar Tage mehr frei gehabt. Noch ein bisschen mehr Zeit für alles. Jetzt muss ich einfach wieder in die Schule hocken. Vor allem, was ich überhaupt nicht verstehe. Es ist so ein Kurs, wo mega viel eigentlich ein Selbststudium hat. Aber man muss gleich vor Ort sein. Und dort frage ich mich einfach immer, könnte das nicht einfach wieder digitalisieren? Kann man nicht einfach alles wieder online machen? Weil Selbststudium, für das muss ich nicht ab die Fachhochschule. Dann spare ich mir die Zeit lieber, die ich habe. Das sind dann doch... Wie lange habe ich? Eine Stunde und 10, irgend so. Weil ich von meinem Kaffdörfli oben runter muss, an den nächstgelegenen Bahnhof und dann dort in den Zug nach Olten. Weil ich gesagt habe, ich gehe nicht mit dem Auto auf Olten rein. Das tue ich mir nicht an. Also einfach der Verkehr am Morgen. Und gut, ich hätte wahrscheinlich auch mit dem Auto und dem Verkehr etwa so lang. So. Also ich denke, wir werden heute wahrscheinlich nicht fertig, weil es sind doch noch einige Säcke. Und ich glaube, so das letzte Teil wird dann wahrscheinlich schon der Cyril auf den Eiffelturm tun. Das Fähnchen. So lange hat er Zeit mit dem verbracht. Wahrscheinlich hat er schon eine sehr, sehr gute und innige Beziehung zu dem Eiffelturm. Da muss man schon schauen. So. Also, und jetzt hier nochmal alles beklötzeln. Und nachher darf ich wahrscheinlich den gleichen Schritt nochmal machen. Einfach in die andere Richtung. Und dann gibt das auch nochmal irgendwelche Stahlträger. So. Ich habe auch ab nächster Woche kann ich mein Bachelor-Thema einreichen. Haben wir eben schon etwas gefunden, das ich da in der Firma schreiben kann.
Das Gute ist aber, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich die Arbeit überhaupt schreiben kann. Weil du brauchst eine gewisse Anzahl von Credits. Und also, ich nehme jetzt schon an, dass ich die Prüfungen bestanden habe. Aber wenn ich die nicht bestanden habe, dann kann ich sie eigentlich auch gar nicht schreiben. Also, ich habe es richtig zusammengebaut. Jetzt nach dieser 1:1 Anleitung da. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Jetzt kommen die Dinger, wo ich eben gedacht habe, die sehen überhaupt nicht lustig aus zu machen. Habe ich in dem Fall auch noch den Spass. 61, 62. So. Schon gehofft, ich komme drum herum. Aber in dem Fall nicht. 8-mal darf ich die machen. Also. Wie sind die genau? So eins. Was sind das noch andere? Nein. Es ist wirklich sehr viel grau. Ich hätte eigentlich meine Matte sollen nehmen. Die ist wenigstens ein bisschen rot. Dann hätten wir ein bisschen mehr Farbe gehabt als einfach schwarz und grau. Hey, Barracks. Ich hoffe, dir geht's gut. Und hast weiterhin Freude an unserem grauen Eiffelturm? Ha! Also, ich frage mich, wie lange es das schon drin hat, dass du das Teile drauf tun kannst. Ob es das bei anderen Legos jetzt auch schon hat oder ob das einfach extra für einen Eiffelturm ist. Weil man vor lauter Grau nicht mehr sieht, was man klötzelt. Ein bisschen müde. Hast du Party gemacht? Bist du Fasnächtler? Mir geht's gut. Ich bin sogar super fit mal. Das heisst dann etwas. Ich bin sonst eher eine müde Person. Stimmt, Fasnacht. Fasnacht ist ja auch noch. Ich will niemandem auf die Füße treten. Ist irgendjemand von euch Fasnächtler? Ich kann immer nur das Verkleiden, finde ich lustig. Aber das kann man eigentlich auch ohne Fantasy Basel. Fantasy Basel. Das kann man eigentlich auch ohne Fasnacht an der Fantasy Basel. Hat mein Hirn gerade direkt die Verknüpfung gemacht zu dem, was ich gedacht habe, natürlich. Ja, Fasnacht. Ah, das ist gut. Ich kann nicht jetzt irgendjemandem auf die Füße treten, aber ja, Fasnacht ist auch nicht so mies. Und zum Glück dort, wo ich wohne, ist überhaupt nicht von Fasnacht. Aber der Teamkollege, der Oli, der hat ja auch schon einen Eiffelturm mitgebaut. Der hat ein schreckliches Wochenende gehabt. Der ist zugefasnächtelt worden. Und du bekommst meistens einfach zu wenig Schlaf. Aber du kannst dir ja den Schlaf einfach holen. Du kannst einfach früher schlafen. Oder du gehst ins Bett und liegst dann einfach noch 3 Stunden wach. Das wäre natürlich auch fies. So die Gedanken rattern. Was den ganzen Tag passiert ist. Was man noch machen könnte.
wie das Game weitergeht. Das sind damals so die Fragen, die halten mich wach. So. Da haben wir eben das Problem, früh schlafen. Ja, früh schlafen, in diesem Fall. Nicht so ein früher Schläfer. Was ist denn so deine normale, dann gehe ich ins Bett Zeit? Also ich tue jetzt wahrscheinlich sicher so mega lame, aber so zwischen 10 und 11 ist meine. Und wenn ich eben nicht genug Schlaf bekomme, dann kann ich so richtig mühsam werden. Aber man sieht mir so an Augenringen. Der ist jetzt anders. Nein, der ist jetzt noch genau gleich. Das sieht doch genau gleich aus. Ah, nein, das sind kürzere. Kürzere. Zwölf bis 1. Okay. Und wenn musst du aufstehen? Wenn du natürlich ein bisschen länger könntest dann ausschlafen, ist es ja dann auch nicht so schlimm. Ich probiere natürlich immer früh aufzustehen, früh anfangen zu arbeiten. Was habe ich jetzt hier gemacht? Falsch. So. Dass ich früh Feierabend machen kann. Aber das ist so bei uns im Team, glaube ich, allgemein so. Und immer darauf an, ob ich Homeoffice habe oder nicht. Aber so um die 8 Uhr. Ah ja, das ist noch easy. Also, da kannst du ja eigentlich gut auch immer ein bisschen später schlafen. Ich probiere eben meistens so am 7 Uhr anzufangen. Dann kann ich am 4 Uhr Feierabend machen. Das ist so, im Team ist das so ein Ding. Ich glaube, der Einzige, der eben nicht so früh anfängt, ist der Cyril. Und er schafft auch immer ein bisschen länger. Aber bei uns ist halt so, also das ist halt das Gäbige nach Gleitzeiten. Also halt so ab der 4 ist, man sieht es, dann die meisten haben schon in Feierabend. Aber es finde ich auch gut, wenn du so ein bisschen Gleitzeiten hast oder eben auch Homeoffice und du kannst eigentlich so arbeiten, wie es die Rhythmus natürlich so ein bisschen hergibt. Klar, das können nicht alle. Alle haben das Privileg, wo sie können sagen, hey, ich arbeite jetzt von dann bis dann. Es gibt Leute, die mein Telefon abnehmen und sein. Aber von dem her bin ich recht froh über meinen Job und halt auch allgemein, dass ich die Möglichkeit habe. Hier ein bisschen Werbung machen für Brack. Wenn ihr hier arbeiten wollt, der hat Gleitzeiten. Und natürlich sonst noch andere Services. Andere grosse Benefits. Mensch, ich wäre viel produktiver, wenn ich in der Nacht arbeiten würde. Das verstehe ich.
es so Leute gibt, die halt wirklich sagen, in der Nacht arbeiten. Aber dann hast du natürlich wieder das Problem mit dem Nachtzuschlag. Du kannst eben halt auch nicht sagen, du schaffst jetzt einfach mal bis am 1 durch. Aber das ist schon so. Es ist, je nachdem, was für ein Typ Mensch das bist, ist es besser oder eben vielleicht gerade besser in der Geschäftswelt. Ich weiss nur noch, dass mein Papi ist zwar schon lang pensioniert, aber er hat halt auch, früher, als er noch gearbeitet hat, hat er auch immer gesagt, also er war zwar ein Morgenmensch gewesen, aber alle seine Kollegen eben nicht. Und die wollten alle am Abend arbeiten und dann haben die halt immer die Meetings so spät angesetzt. Und er ist immer hässlich geworden, weil er dachte, er will doch nicht am 6 Uhr in ein Meeting, er ist schon am Morgen wach. Das kann doch nicht sein. Ja. Darum so die unausgesprochene Regel. Keine Meetings vor den 9. Keine Meetings nach der 4. Alles zwischendrin ist gut. Kannst aber auch nicht überall. Das habe ich auch erst kürzlich gesehen, das habe ich auch noch smart gefunden, unser Gaming-Team. Die haben am Freitag einen Blocker, also einfach einen Blocker halt drin, keine Termine am Freitag. Das finde ich eben auch noch gut. Wenn du so einen Tag hast, wo du einfach sagst, jetzt dort keine Termine, weil dann kannst du einfach aufschaffen, nachschaffen, weil manchmal ist einfach Wochen, da ist einfach Termin und Termin und Termin und du kommst so gar nicht. Jetzt kannst du schon außerhalb Meetings machen, ich tauche einfach nicht auf. Verständlich. Ja, man kann nicht alles von einem verlangen. Das ist Hauptsache, du machst deine Arbeit. Wenn die Arbeit gemacht ist, dann ist sie gemacht. Es kommt. Ich frage mich echt wenn denn das mal oder wenn oder ob wenn das mal bei uns kommt, die 4-Tage-Woche. Aber wir haben ja schon 6 Wochen Ferien abgelehnt. Und ich weiss, es ist auch wieder die Diskussion, dass man das halt eben wieder nicht in allen Berufen machen kann. Aber so 4-Tage-Woche. Ich habe nur mal, ich weiss nicht, welches nordische Land das es war. Schweden, Finnland, irgendeins von denen. Das sie mal zum Test eingeführt haben. Und sie gefunden haben, das funktioniert super. Ja, die habe ich mir leider selber erschaffen, die 4-Tage-Woche. Also mit abreduzieren vom Pensum her oder du kannst wirklich deine Stunden in 4 Tagen arbeiten. Weil ich sie mir auch selber erschaffen, aber ich musste abreduzieren. Also. So. Das machen wir jetzt noch ein zweites Mal.
Nein, ich habe reduziert haben. Also bist du auf 80, aber finde ich eben schon. Ab und zu braucht es das auch. Ich bin jetzt auf 60 Sekunden mit dem Studium zusammen und ich darf dann auch im August wieder aufsetzen. Und ich weiss gar nicht, ob ich das noch schaffe. 100%. Wie geht das? Aber ja, wenigstens verdient man dann wieder ein bisschen mehr. Ein bisschen. Auf 80 nach dem Studium habe ich gefunden, eigentlich geil gewesen. Halte ich so bei. Das ist eigentlich schon so. Hast ein bisschen mehr Zeit. Das Fiese finde ich dann eben amix. Du schaffst ja dann wahrscheinlich, also je nachdem, vielleicht auch nicht alle, schaffst vielleicht gleich wie ein 100%ler und hast eben nur den 80% Lohn. Wenn du vielleicht produktiver bist. Das sind alles so Fragen. Die halten mich amix zu Abend wach. Es ist halt eben schon nur schön, so einen Tag unter der Woche zu haben, wo nicht alle frei haben. Da kannst du Sachen machen und es hat gar nicht so viele Leute rum. Letztens sind wir auch zu baden. Ins neue, dort ist 47, das ist so ein neues. Also neu, ich glaube, es ist schon lange nicht mehr so neu, aber so ein Wellness. Und wenn du so an einen Donnerstag gehst, schon noch easy. Hat viele Rentner. Ich glaube, es ab und zu so ein paar Mieter. Aber sonst ist es einfach gemütlich. Kann ich bei Bracco arbeiten und immer Homeoffice machen? Kannst du schon. Wir haben grundsätzlich haben wir bei uns drinnen, dass du könntest bis zu 100% Homeoffice machen. Da kommt es natürlich ein bisschen auf dein Team drauf an. Du hast ja dann gleich noch so einen Teamtag. Einmal in der Woche wirst du auch Kollegen bauen. Ja, gell, für das kommt man eben schon ins Büro. Aber ja, hat sehr viele offene Stellen. Also ich muss sagen, wir haben beim Brack schon viele Vorzüge. Also kann man sich nicht beklagen. Auch das mit dem Homeoffice habe ich von vielen gehört, die wieder zurück ins Büro haben müssen, weil es der Chef so wollte. Und das war wirklich bei uns jetzt nicht so gewesen. Und einmal ins Office, das ist schon okay. Den Freitag hast du frei, ja. Das ist so, ja, so. Also kann ich nur empfehlen, wenn du so einen Spa-Tag machen willst. Das 47. Und, du musst auch die richtige Zeit natürlich so finden. Und dann hast du es dann wirklich für dich allein.
Das 47 in Baden. In Baden go baden. Ist, ich glaube, die anderen Bäder sind auch dort. Ich war sonst eben noch nie sonst zu baden gewesen. Und habe das eben mal geschenkt bekommen. Und das ist wirklich, also ist schön, schön gemacht. Wenn du natürlich in der Nähe von Baden bist. Ich kann ja nicht automatisch annehmen, dass wir alles Aargauer hier im Stream haben. So. Guten Morgen, Chlu, sage ich dir mal. Ich hoffe, das ist okay. Morgen, Nachmittag. Aber ja, sagen wir, es ist morgen. Das passt wunderbar. Bist denn du in dem Fall erst aufgestanden oder einfach sonst noch in Morgenstimmung? Irgendwo ist doch noch morgen. Ja. Gut, das stimmt, ja. Irgendwo ist immer morgen. Das stimmt. Da hast du auch wieder recht. Mit dem kann man nicht einmal etwas dazu sagen. Es ist einfach richtig. Dann kann ich eigentlich auch sagen, guten Abend. Bis seit 5 auf und hast das Arbeitszimmer gestrichen. Das Arbeitszimmer gestrichen? Wie, in welcher Farbe? Und ist das ein Riesenprojekt? Gibt es noch mehr? Das ganze Arbeitszimmer ummöblieren? Ist es generell ein Umbauprojekt? Aha. Spannend. Dann bist du in diesem Fall gut in so Umbausachen. Ich finde Leute, die das können, immer sehr bewundernswert. Ich muss dann noch zum Schreiner wegen der neuen Tischplatte. Sogar noch eine neue Tischplatte bei einem Schreiner. Oha. Das klingt sehr spannend. Bist du denn schon lange dran? Ich schlage mich durch. Hey, aber du machst es. Also schon nur, dass man etwas umbaut und macht und tut. Das ist schon cool. Das ist schon nicht schlecht. Ah, die da habe ich. Nein. Jetzt bin ich wieder zu fasziniert mit allem, was im Chat vor sich geht. Und irgendwo habe ich irgendetwas vergessen. Der ist zu gross. Ha! Gefunden. Ah, von Solothurn. Ja, dann bist du schnell im Baden. Das stimmt. Ich komme eigentlich auch aus dem Solothurnischen raus. In der Nähe von Olten. Verdränge ich amigs. Ab und zu verdränge ich es. So. Jetzt stimmt es wieder. Exil Solothurner, weil er im Zürichbiet leistet. Weil die Aargauer nicht nachkommen.
Ja. Nein, es ist ja auch jeder Kanton schön. Jeder Kanton hat etwas Schönes, sagen wir es so. Politisch korrekt bleiben da. Aber ich habe es, glaube ich, noch nie geschafft, jeden Kanton in der Schweiz zu bereisen. Das wäre eigentlich auch mal noch etwas zu machen. Einfach mal alles anschauen. Das haben die wenigsten bis jetzt gemacht. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wenn... Also gut, halt auch Ferien in der Schweiz sind natürlich halt auch teuer. Und wenn, dann bist du halt so an den bekannten Punkten. So. So, die Stahlträger darf ich jetzt irgendwie da in das super Dings da, obere Teil vom Eiffelturm rein tun. Mal schauen, ob das so ein bisschen sieht. Kannst du ja Garantur mal machen. Die geht die überall durch. Ich sehe immer nur die Schilder, die Wegweiser, wo genau weisst, da geht es in diesem Fall durch. Das wäre vielleicht mal noch etwas. So. Machen wir schnell so. Tada! Und jetzt kommt es da wahrscheinlich noch auf dieser Seite. Aber die zwei sind immer schon mal drin. Und es hebt. Und gut, ich denke auch, dass es gut kommt. So. Und dann kommt ja genau das, was ich gedacht habe. Das Gleiche nochmal. Schön Platz fast entdecken, ja. Habe ich eben auch noch auf meiner Liste, was ich mal machen will. Ich finde, das sollten wir doch diesen Sommer angehen. Einfach sagen, so, jetzt die Schweiz abfahren. Hey, Polymechanical? Saletti aus einer Vorlesung. Ah, du Arme. Du bist in einer Vorlesung. Ich fühle mit dir. Ist es in diesem Fall nicht so spannend, wenn es dich zu uns verschlagen hat? Oder? Die Klemmbausteine sind einfach grundsätzlich spannender als Vorlesungen. Doch, ist gerade Pause. Ah, okay. Was ist es denn für eine Vorlesung?
Also, bist du neu? Ich darf den Cyril vertreten. Der Cyril hat gefunden, er wird die grauen Steine vom Eiffelturm nicht mehr sehen. Und ist brüllend aus dem Studio rausgelaufen. Und hockt jetzt wahrscheinlich irgendwo im Keller so zusammen, wie sagt man, so zusammengenommen und brüllt jetzt. Man muss ihn dann nachher trösten. Nein, er ist in der Ferien. Irgendwo auf einem Berg. Und ich habe die Ehre, da ein bisschen zu klötzeln. Eigentlich hat er ja sagen letzte Woche, dass er in die Ferien geht, aber er hat es voll verhängt. Er hat irgendwie gar nicht daran gedacht, dass er ja Ferien hat. Und so ja, ich muss ja noch in die Ferien. Ja. ja, der Arme. Also ich glaube schon, dass er froh ist, dass er einfach mal einmal nicht grau anschauen muss. Er sieht jetzt einfach nur noch weiss. Also ich hoffe, es hat Schnee für ihn. Aber so wie das Wetter aussieht, also bei uns ist strahlend blauer Himmel. Eigentlich schon fast schade, um drinnen zu hocken. Das sage ich immer und nachher gehe ich gleich nicht raus. Um mein Gewissen so ein bisschen beruhigen. Dass ich wenigstens einen kleinen Anstand mache, rauszugehen. Wenn wir vom Schweiz bereisen sind, während Corona haben wir es geschafft. Dann haben wir den Wohnwagen auslehnen. Ja, wir sind dann auch sättig gewesen. Wir sind auch mit dem Wohnwagen in die Ferien. Und dann habe ich es auf Lauterbrunnen geschafft. Nach Bruchtal. Und aufs Jungfraujoch rauf. Und an die Sherlock Holmes Wasserfälle. Schöne Ecke. Ja. Das ist es so. Aber also das Jungfraujoch war teuer. Ei. Einfach nur die Zugfahrt rauf. Das Vermögen. Aber ja, so Berge sind halt schon beruhigend. Das ist so wie das Meer. Das Meer finde ich auch immer mega beruhigend. Die haben immer wieder 40 bis 50% Aktionen. Ja, da haben wir nicht so gut geplant in diesem Fall. Aber jetzt würde ich auch... Also, ich würde jetzt nicht nochmal raufgehen, jetzt habe ich es gesehen. So, Bergwelt drumherum finde ich schön. Aber bis ganz rauf würde ich, glaube ich, nicht mehr machen. Eben noch ein bisschen anders gesehen. Wir sind amigs auch noch viel mit dem TÜV unterwegs. So könnte man natürlich die Schweiz auch noch gut abfahren. Also nicht, dass ich fahren darf. Ich hocke hinten drauf und geniesse die Aussicht. Das ist eben auch noch das Gäbige. Und winken ab und zu den anderen Fahrern, wenn ich es nicht vergesse.
Aber dann musst du eben noch nicht so lang fahren. Ich bin nicht so geübt, ihm so lange dann auf dem TÜV hocken. Nur an, wenn ich in mein Meeting sehe von ihrem Wohnzimmer perfekt über. Aha. Hast du in diesem Fall schöne Bergsicht? Das ist schon schön, wenn du so ein Häuschen hast mit schöner Bergsicht oder Seesicht. So ein Garten vielleicht noch. Würde ich auch nicht Nein sagen. Ich darf nie zu euch arbeiten. Ich habe mal bei einem Gewinnspiel von euch. Also, was? Du hast ein Gewinnspiel? Ich habe meine IT-Skill genutzt. Und dann hast du so können machen, dass du gewinnst, oder was? Oder hast du einfach. Ja, aber vielleicht ist ja das dann gerade der perfekte Überzeuger. So, hey, schaut. Ich möchte mich halt einstellen, dann passieren so Sachen nicht mehr. Ein Sögerli vor mir. Aber wenn ich die Mutter besuchen ist das Oberland. Ah. Dann musst du einfach die Mutter ein bisschen öfters besuchen. Dass du dort die schöne Sicht hast. Ja, aber hast du so auffällig gemacht, dass man es sieht, weil ich gar kein Interesse hatte am Gewinnspiel. Ja. Wie gesagt, eben, wenn du bei uns arbeiten würdest, würde vielleicht so etwas nicht passieren. Eben, gell, es gibt doch recht viele, die Jobangebote bekommen wegen so Sachen. Ich meine, wenn du irgendwo kannst reinhacken oder irgendetwas machen. Es gibt doch auch so professionelle, bezahlte, oder? Die extra schauen, wo sind die Sicherheitslücken. Kannst du ja auch als Freelancer anbieten. Dann kannst du noch ein bisschen mehr verlangen. Ja, denke so. Ja, hättest du halt einfach Geld müssen verlangen, das finde ich schon. Also wenigstens etwas anbieten kannst du ja schon, wenn sie dich schon fragen, wie du es gemacht hast, kannst du ja schon ein bisschen entgegenkommen. Gutscheine oder was auch immer. Vielleicht bist du auch zu gut und hast gerade jemanden beleidigt. Nein, ich weiß es nicht. Ich kenne die von der IT nicht so. Ich habe nicht so viel Kontakt mit diesen Leuten dort. Aber der oberste Chef dort ist sehr sympathisch, kann ich sagen.
muss mich da richtig konzentrieren, dass ich die richtigen habe. So. Hier schon. Also ich wäre schon auch gerne ein bisschen besser mit meinen ganzen IT-Skills. Aber vielleicht bin ich schon zu alt dafür. Aber man ist ja nie zu alt. Man hat nie ausgelernt. Jetzt muss ich mal schauen, was für Zeit das überhaupt ist. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Kannst du den Kollegen überhaupt doch mal den Wink mit dem Zopf, dass die Security ein bisschen anpassen auf dem Store. Authentifizierung wäre wünschenswert. Wäre schon nicht schlecht, he? Also ich glaube, sie sind schon dran, die Sachen am Überarbeiten. Ich weiss aber nicht genau, wie ihre ganze Projektplanung aussieht. Aber das kann ich gerne machen. Das nächste Mal, wenn ich mit jemandem von der IT rede, tue ich das gerne anmerken. Und dann tue ich gerade nochmal den Barracks erwähnen und sage, schau, braucht ihr mehr Tipps, könnt ihr euch hier melden. Hast du ein Visitenkärtchen? Kann ich sonst das auch gerade noch mitgeben. Aber ich glaube, es kommt schon einiges an Neues mit dem Shop. Wo sie dran sind. Es gibt auch bei uns immer wie mehr Sachen, die sie digitalisieren und wo wir neue Tools bekommen. Aber es ist halt so praktisch halt extrem gewachsen in den letzten paar Jahren. Und man hat wie gar nicht so nachmögen mit allen Prozessen. Die sind noch ein bisschen hinten nachhinken. Und jetzt müssen sie das natürlich alles so schnell wie möglich aufholen. Ich bin gespannt. Bist du happy? Ja gut, nein. Wenn du happy bist, dort wo du bist, dann ist es doch schön. Es ist immer gut, wenn man einen Job hat, der ihm Spass macht. Viel Spass beim Meeting. Und wann fängt der Unterricht wieder an? Hast du jetzt schon geschrieben, was für ein Fach hast? Ich bin gar nicht mehr sicher. Hat es bei dir auch diese Woche angefangen? Ja, genau. Welches Fach ist angesagt? Vorlesung hast du gesagt, oder?
Oder habe ich mir das eingebildet? Aha, hä? Was habe ich denn gelesen? Ah, nein, das war der Polymechaniker, genau. Oh, wieso habe ich es dann voll verswitcht? Ah, aber mit 46 noch mal studieren. Komm, wir sind doch jung im Herz. Na, den Master. Komm machen. Vielleicht hast du schon den Master. Der Doktor. Wäre auch noch etwas. Aber ja, das stimmt schon. Irgendwann sagt man auch, nein. Hast du gesehen? So. Und es geht wieder weiter mit denen, was auch immer das für Stahlträger sind. Also eigentlich habe ich auch gedacht, ich komme ein bisschen schneller voran, aber eigentlich irgendwie doch nicht. Der Dr. Hani erneuere fast wöchentlich, wie ich am Bügeln bin. Das ist wirklich der Doktor. Was hast du, Doktor? Krass. Da musst du jetzt gerade ein bisschen erzählen. Was machst du? Wo hast du den Doktor? Doktor ist kein geschützter Titel. Aha. Wo kannst du das einfach gut eintragen? Ja, da ein Doktortitel. Doktor mit Zusatz ist geschützt. Ah. Gut zum Wissen. Ich kann schon immer so Doktor haben. Es tut einfach automatisch gerade besser. Und dann auch darauf bestehen natürlich, dass man mir Doktor sagt. Aber ich bügle im Gesundheitswesen ihr IT. Aha. Okay. Ihr IT im Gesundheitswesen. Wir haben in diesem Fall sehr viele IT-Leute, die hier zuschauen. Und dann bist du einfach so für das System dort verantwortlich. Oder was kann ich mir da darunter vorstellen? Der Polymechaniker, ja genau. Er darf jetzt wieder in die Vorlesung. Application Manager. Okay. Und machst du das schon lange, oder? Also der Job, den du jetzt hast, bist du schon lange dort. Ich bin jetzt auch schon 10 Jahre. Nice. Du bekommst auch, wenn du 10 Jahre dort bist, einen Bonus oder so. Naja, die Zeit rennt, das ist so. Und vor allem die letzten 3 Jahre ist ja einfach nur ein Pfützen.
Dienstjubiläum. Und was bekommt ihr? Einfach Cash oder Ferien? Also bei Brack kannst du eben wählen, ob du Geld willst oder ob du Ferien willst. 2 Wochen Ferien, ja. Oder kannst du es auszahlen? Genau gleich. Ich nehme an, du nimmst die Ferien. Oder lässt es dir auszahlen. Ich habe es eben mal ausgerechnet. Bei uns. Und Ferien nehmen macht viel mehr Sinn als auszahlen. Musst du noch mal überlegen. Ja. Prinzipiell eher Ferien. Es tut dir dann auch amigs gut, wieder, wenn du Ferien nehmen und ein bisschen abschalten. Aber aktuell bereits 34. Wieso hast du 34 Tage Ferien? Da 34 Tage Ferien. Also wegen Überstunden oder hast du übergenommen? Willst du mir noch ein bisschen abgeben? Du darfst dafür kletzeln. Und 8 Stunden auf dem Zeitkonto. Also eigentlich kannst du ja gerade ein bisschen längeres frei nehmen. Die 2 Wochen nochmal, ja. Kannst du eigentlich ein richtiges Sabbatical machen. Also es kommt darauf an, ob du natürlich gerne reisen. Aber da könntest du ja wirklich in ein Zeitchen weggehen. Ich tue jetzt schon auf Grund von 3 Knie-OPs. Oder die 3. Knie-OP. Also ja, macht ja, du hast schon 3 Knie-OPs gehabt. Ja gut, dann ist schon die Frage, was machst du mit so viel Ferien? Also wie gesagt, wir können gerne tauschen, falls du doch ein bisschen klötzeln willst. Gehe ich sonst gerne auch in die Ferien für dich. Muss man einfach mit der Firma anschauen, aber ich würde nicht Nein sagen. Lego-Öl am Streamen sollte kein Thema sein. Bis auf die Lego wäre ich ausgerüstet. Du musst eben nur hier hinhocken und ein bisschen. Lego haben wir. Da müsstest du dir keine Sorgen machen. Wir haben noch ganz viele andere Sets in petto, wo wir eigentlich alles schon ausgebucht haben. Weil wir nicht gedacht haben, dass der Eiffelturm so lang geht. Ah ja, dann hast du ja noch, ja. Ja. Ich weiss auch gar nicht, was wir noch alles auf der Seite haben. Irgendwie hat er sie versteckt und ich weiss nicht mehr, was wir ausgebucht haben. Aber wenn du es so kannst timen, dass nächsten Monat kannst du Legölen, dann kannst du Herr der Ringe machen. Aber dann musst du vielleicht schon mit dem Cyril, da musst du vielleicht schon darum kämpfen, dass du das dürftest machen. Das ist das andere. Herr der Ringe und Lego, hä? Ja. Du einfach bei Brack unterschreiben. Nicht einmal beim Teufel
Wirklich Win-Win für alle. Nein, also als ich das Set gesehen habe, habe ich auch gedacht, ich habe doch gar keinen Platz. Aha, Herr der Ringe und Lego, das lockt sehr viele Leute in diesem Fall an. Ja, ich glaube, da sind alle dabei. Es ist wirklich ein mega schönes Set. Es hätte eben noch perfekt Platz in meinem Büro neben dem Harry Potter Schloss. Dort hat es noch so einen Spalt, der nicht gebraucht wird, wo einfach so ein Herr der Ringe Set hat, schon einfach reinpassen. Perfekt. Aber eben zuerst möchte er wahrscheinlich gegen Cyril möbeln. Ausser er lässt euch mitstreamen, das ist das andere. Was dann aber auch eine neue weitere Stream-Idee wäre. Der Cyril schlägt, darf Legölen. Müssen wir nur noch einen guten Shownamen haben für das. Ich glaube auch, dass ihr ein zweite Hoch, dass ihr nicht würdet nicht mögen. Der arme Cyril kommt aus der Ferien zurück und wird einfach mal eine Runde runtergemöbelt. So richtig so, was ist los? Ich glaube, dann müsstest du wahrscheinlich nicht einmal mopsen. Ich glaube, der Troy würde auch noch mitmöbeln, oder nicht? Freiwillig zur Verfügung steht. Mit Sicherheit. Ja. Früher hat es doch immer Schlag den Rab gegeben. Jetzt müsstest du eben noch irgendwie so einen guten Titel haben für einen Cyril. Aber was reimt sich mit seinem Namen, ist die andere Frage. Oder gibt es echt etwas mit Klemmbausteinen? Da sagt er, ich bin überhaupt nicht kreativ, wenn es um so Sachen geht. Überhaupt nicht. So, jetzt muss ich schauen, dass ich das mal richtig mache, weil letztes Mal habe ich da eins zu viel. Eins zu viel gemacht. Wie war eigentlich dein Meeting? Schon schön, so ein kurzes Meeting.
Klemmen mit Bausteinen, bis alle weinen. Ja, ich meine, ja. Wenn so einen Stein richtig einsetzt, ist das schon noch eine rechte Waffe. Draufstehen willst du ja auch nicht. Das war nur das Daily, glaube ich. Ja. Es gibt auch Dailies, die sind keine Dailies mehr. Habe ich auch schon mal gehabt. So. Jetzt habe ich es. All daily long. Ja. Kommt immer so ein bisschen darauf an, was für Leute in den Meetings hast. Bei gewissen weisst du genau, auch wenn die drinnen sind. Dann kann es sich um Jahrzehnte gehen. Die eben keine Agenda schreiben. Dann bist du einfach so im Meeting so, ja, und jetzt? Was ist das für ein Meeting? Für was sind wir da? Weiss irgendjemand, wenn es aufhört? Jetzt habe ich es dann wirklich geschafft. Also eigentlich wäre der Plan gewesen, wirklich einfach alles durchzubauen. Und dann so zu sagen, sorry, ja, der ganze Eiffelturm ist fertig. Aber man unterschätzt es dann eben amigs doch. Real Phoenix, hallo. Schön, bist du auch noch dabei. Es geht weiter mit Grau. Ja. Ich habe leider einen Vielsafttrank getrunken heute zum Morgen. Und bin jetzt halt heute für den ganzen Tag eine Frau. Ist auch mal eine Erfahrung. Und nächste Woche ist es dann wieder richtig gesetzt. Nein, der Cyril ist in seinen wohlverdienten Ferien. Ist es am Geniessen auf dem Berg. Er hat euch noch nicht verlassen, auch wenn alles grau ist da. Ach, wie schön.
Es sei ihm gegönnt. Eben, gell. Ab und zu darf er ja auch Ferien haben. Muss sich ja auch mal erholen. Der Arme. Hat ganz vergessen, dass er Ferien hat, darum hat er es nicht angekündigt. Man hat fast gemeint, er will eigentlich gar nicht in die Ferien gehen. Hat schön alles für mich parat gemacht. Ist sogar extra am Freitag noch ins Büro. Alles schön parat machen, den Knicks reinmachen, dass ich weiss, wo er aufgehört hat. Ganz brav. Jetzt sind wir in einem Projekt drin, ja. Wer hat ihm das nur genehmigt? Das weiss ich auch nicht, wer ihm das genehmigt hat. Ja, ich war es. Schande über mich. Aber sonst heisst es dann auch wieder, ich habe eine schlechte Chefin, die lässt mich nie Ferien nehmen, immer muss ich arbeiten. Dann geht er wieder zum HR. Immer muss ich Klemmbausteine zusammen streamen. Ich denke, das Jahr nicht. Und das war natürlich auch ein bisschen selbstsüchtig von mir, weil wenn er ja in den Ferien ist, darf ich plötzlich. Also für mich ist es eine Win-Situation. So. Schaut an. Es lebt. Ja. Sieht immer schon nach etwas aus. Die Träger sind auch nicht so schön perfekt. Das stört mein innerer Monk. Es funktioniert. Jetzt muss ich gerade überlegen, wir haben noch 20 Minuten. Nicht, dass ich da ein Säckchen anfange und dann völlig... Okay, ich glaube, das schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. Ich muss nur schnell die anderen Säcke holen, dann bin ich wieder da. Ich habe übrigens das mal, dass der Stuhl noch ein bisschen bequemer ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Dinger kennt. Das sind unsere Samples, die wir bekommen haben. Die sind so richtig bequem. Und das ist so für den Rücken so, ja, ich bin alt, aber es ist so schön bequem. Brauchen wir noch Unterstützung im Klemmbausteine-Team? Eben leider, sagen wir es so, haben wir keine freie Stelle. Aber wir haben gerade vorhin darüber diskutiert, dass wir ja einfach, wenn man den Cyril besiegt, so in einem Zweikampf oder Dreikampf, dass wir ja dann selber Klemmbausteine zusammenbauen können. Also, dass man sich dann eben zusammentut und wir machen das Klemmbausteinmöbel. Vor allem ums Lego Herr der Ringe, das dann nächsten Monat rauskommen. Das klingt nach einem Plan. Also sind es jetzt wahrscheinlich dann schon 4 gegen den Cyril. Und ich glaube, dann gewinnt er schon. Da kommt noch irgendeine schwarze Platte. He?
Ich muss noch eine schwarze Platte suchen. So. Du liebst es, Klemmbausteine zusammenzubauen. Ich eben auch. Das ist so schön beruhigend. Und also ich würde schon sagen, wenn wir alle gegen Cyril, dann mögen wir ihn. Also darum bin ich eben mega gerne seine Stiefel da, weil es ist so beruhigend, wenn du einfach ein bisschen klötzeln kannst. Du hast schon einige daheim. Der Ecto One, den du machst. Aha, nice. Also hast du dann auch andere Marken noch, die du auch schon geklötzelt hast? Oder bist du bei Lego? Was sind denn so deine bevorzugten Steine? Also ich muss eben sagen, mir gefällt halt einfach Lego, weil es ist wirklich mega einfach. Die Anleitungen sind mega einfach. Es ist alles in das Säckchen innen. Und es ist einfach auch so zum Zusammenbauen. Du brauchst nicht viel Kraft. Dadurch finde ich es halt eben gäbig. Hauptsächlich Lego, ja. Ich habe auch schon andere ausprobiert. Und wenn schon ist die Anleitung ein bisschen mühsam gewesen, zum Lesen und zum Verstehen. Oder die Steine haben halt wie nicht schön aufeinander gesetzt, sondern es war wirklich so ein richtiges Gemurkse gewesen. Darum bin ich auch ein bisschen ein Lego-Fangirl. Mir gefällt halt auch immer so das Ganze drum und dran. Es ist immer so, die Verpackungen sind schön, aber wenn du eine Anleitung anschaust, aufmachst, es ist so ein hochwertiges Feeling. Und wir werden nicht dafür bezahlt, um das zu sagen. Das ist wirklich unsere eigenen Präferenzen. Also ich weiss nicht, wenn ihr ja am Cyril schon ein bisschen zugeschaut habt, wie er andere Marken zusammengebaut hat, ist er ja auch recht am Fluchen gewesen. Aber was ich halt auch cool finde, sind die Leute, die ihre eigenen Sets bauen können. Ich habe gerade eben auch letzte so ein selber gebautes Herr der Ringe Auenland-Set gesehen. Das ist dann natürlich auch cool. Für das fehlt mir Kreativität. Ja, mir eben auch. Mir eben auch. Also ja, auch die Sets da, die ganzen Lego-Ideas und so. Das ist schon... finde ich schon beeindruckend. Aber vielleicht müssten wir es so einfach nur probieren. Vielleicht würden wir uns selber überraschen.
habe eben noch ein paar andere Sets gesehen, wo ich eben leider noch nicht sagen darf, was kommt. An der Spielwarenmesse. Aber auch ganz, ganz coole Sachen. So. Was war denn dein grösstes Set, das du jemals schon zusammengebaut hast von Lego? Also auch schon so etwas Riesiges wie der Eiffelturm, oder? Also bei mir war es eben das Hogwarts-Schloss. Und dort habe ich, glaube ich, so 3 Tage oder so sind wir dran gewesen. Die Kollegin ist mal extra noch vorbeigekommen, helfen, weil sie es eben selber auch so cool gefunden hat. Beide Varianten vom grossen Millennium Falcon. Ah. Dann hast du in dem Fall 2 daheim. Und der ist auch cool. Am Kollegen seine. Und hat er bei ihm gebaut. Das finde ich eben auch noch schön, dass man so zusammen kann Lego bauen kann. Oder andere Klemmbausteine. Natürlich. So. 2. Aha. So. Post geholt in dem Fall. Hat es etwas Spannendes dabei gehabt? Oder nur Rechnungen? Bei mir sind immer nur Rechnungen in der Post. Tischtuchführungen sind angekommen. Tischtuchführungen. Das brauche ich, wenn ich näher zum Schreiner gehe. Was sind Was ist das? Tischtuchführungen? Oder für was braucht man das? Tischtuchführungen. Ah. Ach so. Ach so. Am Kabel durch die Tischplatte können. Ja, macht Sinn. Ja. Ich habe einen grossen Teil von meiner Post schon digitalisiert. Das habe ich auch mit den Rechnungen. Also schon viel. Aber es kommt gleich auch immer wieder bei der Post rein. Weiss auch nicht. Es schreibt einfach niemand mehr Briefe. Es ist eigentlich schon noch cool, wenn man so einen Tisch bei einem Schreiner machen lässt. Das ist so etwas Einzigartiges. Ich habe mir damals einfach so einen schnell aus der IKEA geholt.
Und jetzt, wo ich ihn habe, denke ich eigentlich, ist es so völlig unpraktisch. Den Schreibtisch habe ich schon so gemacht. Jetzt kommt noch der zweite Tisch. Also, da hast du jetzt 2 Tische im Büro. Ein PC-Tisch und ein Arbeitstisch. Oder ein Lego-Tisch. Oder ein Sammlertisch. Musiktisch. Ah. Also dann DJ-mäßig Musik oder oder ja, was gibt's noch? Müsste ja fast DJ sein, hä? Ich bin da schon in die Höhe am Bauen. Richtig DJ, ja. Ich habe das Gefühl, da innen sind alle so talentiert. DJ, dieses und da. Ich muss echt auch mehr machen. Du baust Lego in Perfektion. Das stimmt, ja. Aber ich muss ja nur einer Anleitung folgen. Und hoffe, dass ich es richtig mache. Aber so DJ und Musik machen, das ist schon cool. Es ist alles, ich finde alles, was der Mensch eigentlich machen kann. Also ich habe Musik auch immer sehr, sehr gern. Hören immer sehr gern. Aber ich habe einfach kein Taktgefühl. Ich kann auch nicht im Rhythmus klatschen. Das geht einfach nicht. Ich kann auch nicht mit den Händen klatschen und mit den Füßen stampfen in einem anderen Ding. Ich bin einmal mal in London mit der Kollegin ein Musical schauen. Und das war so cool, ich einfach nur mitklatschen und dann hat sie so langsam so psch, nein, mach's nicht, es kommt nicht gut. Sind wir immer noch gleich weit, viel beim Eiffelturm? Nein, das habe ich geschafft. Wir sind jetzt ein bisschen aufgerutscht. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter. Und ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Und ich bin jetzt nicht eine völlige Pfeife in dem Verschieben. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen raufgehe. Wir sind jetzt da. Ha! Ist er raufgegangen? Habe ich es geschafft? Wir sind schon ein Stockwerk weiter. Ja, er ist rauf. Yes.
Ah, mhm. Da einen Fehler gemacht. Das Ding nicht gesehen. So, komm. Hm. Es kommt gut mit dem Eiffelturm. Aber ich sehe schon, wir werden heute noch ein bisschen überziehen. Schon gut, zum Glück. Ich habe auch keine Meetings, ich habe Zeit. Ich kann eigentlich durchmachen, bis um 4 Uhr. Dann kann ich Feierabend machen. Und dann kann ich heim Hogwarts spielen. Dann habe ich den perfekten Nachmittag beim Arbeiten. Ah, was hast du jetzt so gemacht? Ah, ein bisschen Lego zusammengebaut. Mich ein bisschen mit Leuten unterhalten. Und dann bin ich heim Hogwarts spielen. Ich glaube, der Tag könnte eigentlich fast nicht besser sein. Das ist der... Das ist der Vorteil, wenn man Chefin ist, ja. Das ist eben schon so. Man muss es auch ein bisschen ausnutzen ab und zu. Ich nütze es nicht oft aus. Darf ich das 4-mal machen? He? Aber wenn ich es ausnütze, dann nütze ich es eben gerade richtig aus. Ja, ich meine, dann kann ich dann wieder ein halbes Jahr dann sicher wieder nicht mehr streamen, bis er dann wieder in die Ferien geht. Wann hat er die nächsten Ferien? Ich weiss, er hat sie alle schon eingegeben, aber so genau habe ich mich auch nicht darauf geachtet. Ich muss es ein bisschen ausnutzen. Muss es ein bisschen ausnutzen. Plus so diese Woche bin ich eigentlich, es ist ganz schlimm, ich bin überhaupt nicht motiviert. Das ist wahrscheinlich eben, weil ich weiss, dass meine Schule wieder anfängt. Dann ist es gerade gut. Ja, Barracks, da hast du recht. Oh ja, ich keine Meetings heute. Ja, wenn wir halt, dann wir halt lieber ziehen. Ah. Ja, man muss schauen, wo man bleibt. Das ist Mental Health, das ich hier gerade betreibe. Mit schauen, morgen arbeite ich gerade 1000-mal besser. Einfach weil ich heute so einen guten Tag hatte mit Klötzchen. Und dann alles, was ich jetzt heute nicht gemacht habe, wird dann einfach morgen innerhalb von Sekunden erledigt sein. Finde ich super. Ich eben auch. Finde ich eben auch super. Aber ich kann ja auch jetzt nicht aufhören. Weil wenn ich jetzt aufhören würde, dann würde ich einfach alles, so wie es hier lässt, so am Siri überlassen. Und stellt euch mal vor, er kommt so zurück und Teile sind so aus der Sekt draussen und es liegt einfach alles so um. Dann hätte er ja auch nicht Freude. Also,
Das ist auch natürlich grosse Nächstenliebe von mir. Dass ich da jetzt das noch fertig mache. Wäre das nicht Arbeitseinteilung? Nein, nein. Nein, nein. Eben, das ist Nettigkeit von mir. Eben, ja, sonst kommt dann wahrscheinlich nicht Dienstag. Ja, das wäre wahrscheinlich Katastrophe. Wäre gerade wieder weg. Das wollen wir ja nicht. Und das muss dann auch alles schön aufgeräumt sein. Und den Knicks muss ich natürlich rein tun, dass er genau weiss, wo er muss weitermachen muss. Dass er dann nächsten Dienstag noch einmal das letzte Mal das Grau fertig bauen kann. Aber es geht ja nicht mehr lang. Der sagt ja, ich habe ja nicht mehr viel. Geht nicht mehr lang. Was sind eigentlich so eure Pläne für heute? Zum Znacht. Das habe ich mir eben auch gerade noch überlegt. Was gibt es zur Nacht? Wir haben es am Mittag davon gehabt. Dann haben wir es von Burger gehabt, dann haben wir es von Ramen gehabt. Und eigentlich haben wir erst gerade gegessen, aber weil wir wieder über so feine Sachen geredet haben, haben wir alle wieder Hunger bekommen. Und so ein Burger wäre jetzt eben schon noch geil. Ich klaue mir irgendeine Idee, die jemand anderes bringt und bei euch so. Das war doch mein Plan. Also, eben Burger hätte ich mega Lust. Ramen fände ich mega fein. Aber wir sind eben letztens in so einem vietnamesischen Restaurant gsi. Und die hatten so eine feine Pho, so eine Suppe. Aber es war eben nicht die traditionelle, sondern mit so... Ich weiß auch nicht. Es war einfach so richtig geil. Und auf die habe ich schon seit 2 Wochen Lust. Burger, tipptopp ist aufgeschrieben. Aber selber gemachter Burger. He? Nicht einfach in Mac gehen oder in Burger King und holen, sondern selber machen. Das Brot am besten auch noch selber machen. So richtig fancy. So, jetzt müssen wir mal schauen. Rahmen, ja. Also. Die kommen jetzt so.
So. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Zeug hin soll. Das ist so gross. Der Endspurt vom Endspurt. Und nachher gibt es die Nacht. So. Das noch drauf. Schauen, dass ich nichts falsch mache. Wunderbar. Und dann das umkehren. Und aha. So. Ihr seht gar nichts, he? Das ist jetzt so am Zugehen. Ha! Jetzt der weitere obere Teil. Wo dann grundsätzlich auf das drauf kommt. Es wird einfach immer wie grösser. Noch recht unstabil. Aber ja, hey, wir haben es geschafft. Ich habe noch etwas abgerissen. Sorry, Cyril. Der müsst jetzt noch Zeugen sein, dass ich hier einen Knicks rein mache. Da. So. Dass man nachher dann auch weiss, wo wir weitermachen müssen. Und das war es gewesen. Nur leicht überzogen. Aber ja, hat mir Spass gemacht. Mal wieder mit euch eine Runde zu klötzeln. Nächste Woche ist dann von der Cyril wieder aus seinen Ferien zurück. Hoffentlich ist er ein bisschen braun geworden und erholt. Und wir sehen uns sicher wieder irgendwo einmal, wenn der Cyril wieder in den Ferien ist. Hat mich gefreut mit euch. Was? Sag mir etwas am 4. Ah, ja, tut mir leid, jetzt habe ich es halt schon geschafft. Soll ich jetzt extra noch was weiter holen? Nein. Ich muss jetzt muss noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht. Nein. Überziehe bis am 4. Perfekt. Ah, ja. Ich würde ja gern. Aber leider doch noch ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich zu lange durchmache. Aber wir sehen uns sicher wieder irgendwann in 3-4 Monaten. Vielleicht kann ich mal eine schon. Machen wir doch eine Abstimmung. Ob ich bis am 4 durchmache oder ob ich jetzt aufhöre. Also ich würde ja auch abstimmen bis am 4 durch. Nein. Ach, macht es mir nicht so schwer zu gehen. Da wollte ich doch noch ein bisschen da bleiben. Co-oblegen, ja genau. Ich tue es am Cyril vorschlagen, dass er ja noch ein bisschen Hilfe braucht, weil sonst wird er ja nie fertig. Und ja, dann wird es sicher mal wieder einmal, wo ich euch alle sehen darf. Und ich wünsche euch noch einen mega schönen Nachmittag, Abend, guten Morgen, guten Abend, weil irgendwo ist das ja auf dieser Welt. Und wir sehen uns sicher gleich wieder mal. Danke euch und tschüss zusammen.